Da ist es so angetrocknet, der geht ganz Hunger. Meine Damen und Herren, ich darf euch vorstellen, unseren neuen Festkomiteepräsidenten, Christoph Kuckelkorn. Bitte schön. Ja, wenn man hier steht und sieht jetzt die einen Moods, die anderen Moods, da könnte man so ein bisschen natürlich grübeln. Aber ich wollte noch vielleicht was anderes. Ich sehe da der Stuhl, ob dem der Schirm ist. Ich glaube, ich muss mal hier rauf. Darf ich denn ins Kurzhaus liegen? Oh. Oh Mann. Ganz genau. Wir sind nämlich ähnlich gegangen. Allerdings, ich hatte das große Privileg, dass ich nicht im Fernsehen loben muss, sondern ob der Blaue Funke-Sitzung, die im Santori stattfindet, die fängt nämlich immer schon früher an, da durfte mir als Fans der erste Halbzeit dabei sein. Und wenn es richtig laut war, dann wurde der Gerd dabei und stund da und ach, großartig, Gerd, Dankeschön. Ja, bekommt der Begriff Schirmherr direkt völlig neue Bedeutung. Ja, wenn man hier steht mit der Mut, da könnte man grübeln, denn 12 Jahre dürfte ich jetzt Zugleiter sein und eine Menge von euch, die hat bestimmt auch schon ins Pensions getrocknet und haben die in der Welt gedögt, und das ist irgendwie schwer, wenn man die so laufen lassen muss. Ja, und das war in diesem Jahr für mich dann auch der Fall. Und im Moment wird der neue Zug gebaut in der Warenbauhalle und ich habe keine Schlüssel mehr. Ich kann da ja nicht mehr rein. Ich darf auch nicht mehr rein, das ist auch gut so. Aber das ist schwer. Das ist richtig schwer. Und da muss man sich in das neue erst gewöhnen. Und das ist ja hier auch ein Thema. Das ist ja relativ ähnlich. Der eine kriegt jetzt, der andere geht jetzt einfach bedeutet Neues. Für mich ja auch ein Neues. Ihr habt auch bestimmt ein A4 dafür. Also Nüsselschler bestimmt. Eine Menge Nüsselschler. Und das ist eben auch das Spiel, was wir spielen. Und das ist hier eine wunderbare rituelle Veranstaltung, die in der Fastelavond rührt. Und dafür einen ganz herzlichen Dank, dass das immer so die geht. Und das ist ein kleines Juwel, Glück an dem Dach, in dem draußen alles tobt. Hier so eine stilvolle, ruhige Veranstaltung. Kompliment. Ja, ganz herzlichen Dank für diese wirklich netten Worte. Das Date der Mut zu Jod. Hören wir auch zwischendurch immer wieder uns von der Presse. Ihr seid doch lang Dude. Nehmen Sie den Dude. Wir erfinden uns gerade neu. Ja? Ist doch charmant. Man muss ja auch nicht immer ganz wohlverstanden mit den Kräften, die man hat. Und wir haben Jodenkräfte, das können wir uns glauben. Aber wir stellen uns natürlich, die Fluktuation ist eine natürliche. Wir müssen uns neu aufstellen. Deswegen habe ich auch einfach gesagt, wir hören auch um die Künstler zu, die so ein bisschen nicht mit Fastelavond zu tun haben, einfach die Kölsch sind. Und das ist wichtig. Deswegen herzlichen Dank euch alle, die ihr besuchen können in Trinidad. Herrlich, wunderbar, der Fastelavond geht um. Dankeschön dafür und viel Spaß im Fastelavond. Wie auch. Ich darf man nicht vergessen, was. Ob das ganze Geschwürze, ob die drei stehen, vom letzten Jahr, von diesem Jahr, ob unser Festpräsident, der Kunkelkorn und die schöne Flagge, und wir sind uns dreimal von Essen Köln! Gut zum Manager! Dankeschön! Ich vergesse jedes Wort. Bewusst mit euch viel Spaß und Freude. Willkommen!
säst du die an? Was ist ein Lebenskünstler? Wie sollst du das denn transportieren? Da habe ich im Internet noch geguckt, mal gucken im Internet noch Lebenskünstler. Da habe ich folgenden Eintrag gefunden. Ein Lebenskünstler ist allgemein eine Person, die es versteht, aus allen Situationen im Leben das Beste zu machen. Besser hätte ich das nicht sagen können. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir, ob richtig Kölsche Töne, ob alle Kölsche Töne, so wie ich sie kenne. Aber ich glaube, sie haben auch noch ein anderes im Petto, so verraten wir nichts. Freuen Sie sich auf die Lebenskünstler vom Rhein, das Hamburg-Stuhl. Herzlich willkommen. zur Völkerverständigung. Das ist aus Holland, aber mit einem schönen kölschen Text. Gib dich rein. Ja, das ist Live-Sendung. Ja, passiert mit WDR 3.0 am Tag. Hallo? Aha. Fußballstadion
Pastor und seht eine Frage, ich bin von Geburt aus Düsseldorfer. Ist das alleine schon eine Sünde? Sagt der kölsche Pastor, nee, aber bereuen solltest du trotzdem. Ganz herzlichen Dank, ihr zwei. Ich darf euch wohl vorstellen, die Lebenskünstler vom Rhein. Das Hauptbuchstuhl Franz Kleinmann. Und Markus Hombusch. Und das Hauptbuchstuhl Rainer Kölle. Hauptbuchstuhl Mutze Manager. Herzlichen Dank, Dr. Norberg, und viel Spaß noch für den Erfolg, bin ich sicher. Bis dahin. Tschüss zusammen. Sie ist hier im Rathaus in ihrem Element. Das kann man ja nicht anders sagen. Sie ist wie unverzichtbar, aber gefürchtet. Durchaus, das weiß ich. Nichts entgeht hier. Und so mancher Amtsträger, egal was von Couleur der hätte schon, ob er wohl oder nicht, ihre Meinung zu hören kriegen. Ungefragt natürlich, einfach erzählt von den Decken. Junge, das war bis jetzt Staatsgeld unterhöhen. Das Trombostuhl und evans die 2, 3 Gestehne. Richtig Staatsgeld. Und der neue Prinz, der ist doch ja zu knuddeln, ne? Der ist doch so richtig lecker Geld. Übrigens Staatsgeld, da fällt mir im Urlaub. Da klopft doch einmal an mein Hotelzimmer durch. Des Nachts. Ich mache ab, steht da ne Kerl. Ein Bild von einem Mann, ne richtige Adonis. Wie der mich so sagte, oh, falsche Zimmertür, verzeihen Sie den Irrtum. Ich sag, das war nicht unbedingt ein Irrtum. Sie kommen bloß 30 Jahre zu spät. Ach, ich hab des Morgens in der Express geblättert. Da stund dort, die Einbrecherzahlen von Köln sind stark zurückgegangen. Ja, Freunde, das liegt doch nur an der Luftverschmutzung. Weiß doch jedes Kind, Einbrecher arbeiten nur, wenn die Luft rein ist. Dann hatte wieder Blindgänger die halbe Stadt lahmgelegt. Da besaßen die doch nicht im Rathaus. Ja, und dann war wohl jetzt durchgesickert, Express hätte das schon geschrieben. Demnächst soll über das Rathaus Rasen angepflanzt werden. Alles rund über das Rathaus. Ja, das wäre nötig, damit es nicht so klimpert, wenn das Geld am Fenster rausgeschmissen wird. Dann habe ich noch eine Ansicht gefunden, die war interessant. Interessant für uns Damen, für uns Frauen. Da stund, wir wollen ihren Alten. Ich habe direkt an die Gedöres gedacht. Sichern Sie sich bis zu 7.000 € Umweltprämie. Mädchen, wir kriegen nur Geld dafür. Ja, und dann dauert Thema die Baustelle. In Köln gefüllt über 1000. Ja, und die sind ja auch nicht ungefährlich. Vorige Woche ist eine von unserer Zähre an zu einer Baustelle um den Straßenwald geraten. Platt. Gerade platt. Schon direkt bei unserem Betriebsarzt angerufen. Sagt er, tut mir leid, ich kann im Moment hier nicht weg. Aber Faxen sind wir schon mal durch. Ja, aber bisher hat
das mit dem Faxe. Aber ich muss den Doktor in Schutz nehmen. Der hat ja den Morgen nämlich Krach mit seiner Frau. Und hätt ihr im Eifer des Streitgesprächs an der Kopf geschmissen, im Bett wär sie auch nicht eben eine Granate. Nur er hätte dem Mädchen doch eine Hetze angerufen. Schatz, wo bist du? Setz ihr im Bett, schon mir grad eine zweite Meinung ein. Ja, eine von unseren Standesbeamten, der ist das ganze Jahr der Bärscher am Trauen, hat selber aber ja kein Glück mit der Frau. Ich sag, versuchen doch uns über Parship, die machen doch so eine Reklame. Sette Hanni halt probiert, die haben ihren Engländerin genannt, die hätten 30.000 Pfund. Ja, die ist nur noch 14 dick. Und der Portier vom spanischen Bau, der hat auch Eheprobleme. Ich sag, Löwe, dann jetzt zwischen dir und deiner Frau ein bisschen besser? Sitte, ja, wir haben uns sexuell angenähert. Ich hab jetzt des Abends auch immer Copping. Mein Kollege, das Knägenbügelsdrehs, das kommt dazu und wollt von mir wissen, ob ich schon ins Fremdje gegangen bin. Ich sage, ich? Fremdje gegangen? Nie. Ich habe sie alle gekannt. Ich habe denen zwei noch mit Fotos vom letzten Betriebsausflug gezeigt. Können Rotzer von der Linken. Ich sag, kommen Sie mal her, Sie sind ja auch auf dem Foto drauf. Lotte, sagte meine Güte, da sehe ich ja aus wie ein Idiot. Ha, sag ich, das war ja ein Idiotenkamera. Tja, die Politiker, also mir sind sie ja am liebsten auf den Wahlplakate. Da sind sie ja heuschlos, tragbar und flott zu entfernen. Ja, wussten Sie, dass der Verband Deutscher Zahnärzte festgestellt hat, dass Politiker den meisten Mundgeruch haben? Ja, schuld sind die vielen faulen Versprechungen. Ja, ich bin mit meiner Chefin, der Oberbürgermeisterin, im Büro, gerade noch ein bisschen am Stücken, Künstlerin. Sätze so, Sie sind also die Putzfrau vom Rathaus. Ich sage ja. Ja, Sätze, dann müssen Sie wissen, worauf ich absoluten Wert lege, ist Pünktlichkeit, Sauberkeit. Haben sich übrigens draußen vor der Tür auf der Matte die Füße abgeputzt? Ich sag selbstverständlich, Frau Oberbürgermeisterin. Sätze wegen und Ehrlichkeit. Draußen vor der Tür liegt nämlich ja keine Matte. Ich sag, Frau Oberbürgermeisterin, wo ist dann eigentlich uns Schatzmeisterin, die Stadtkämmerin? Ja, sehen Sie, die ist in Weidenpech auf der Rennbahn. Sie meint, das wäre die einzige Möglichkeit, das Geld für das neue Opernhaus noch zusammenzukriegen. Ich bin gerade der Flur in der Verwaltung am Putzen. Ja, da liegt da mitten im Gang in Decken gehüllt ein Baby. Ein Säugling. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, ging das die Rede los. Wer muss du Ortus ist wohl der Vater von dem Kind? Das war so schlimm, dass die Stadt so ja ein Staatement hier verbot. Es kann aus dem Kölner Rathaus niemand der Vater des Kindes sein, weil erstens hier noch nie was mit Lust und Liebe gemacht worden ist. Zweitens, weil
weil hier noch niemand innerhalb von 9 Monaten fertig geworden ist. Und drittens, weil noch niemand rausgekommen ist, was von Anfang an Hand und Fuß hatte. Springland und der Autostrad noch jeder Ferien. Dort sind noch 3 Kölsche Fetze sich in der Ecke am Zenke. Der eine war am Anjefe, mein Onkel, der ist Bankier, der sitzt in einem dicken Ledersessel und von den 500 Euro am Tag schwant ein bisschen noch mit der Lück und hat das Geld. Der zweite sagt, ach, mein Onkel, der ist Rechtsanwalt, der geht am Tag ein paar Mal zum Gericht, schwant da 2, 3 Stündchen mit der Lück und von denen der von 1000 Euro am Tag. Da seht der dritte. Und mein Onkel ist der Dompropst Bachner. Der schwart einmal die Woche 20 Minuten. Ja, da müssen dem zweimal mit jedem Sammler helfen. Ja, dieses Jahr soll ja unsere Autos auch gestrichen werden. Ihr wisst, die Stadt hat gejählt, die Stadtkämmerin hat Angebote in die Holze, ich hätte die Firma in Düsseldorf angerufen. Ja, sagten die, 30.000 Euro können wir machen. 10.000 brauchen wir für Material, Farbe, 10.000 kriegen die Arbeiter, 10.000 sind für die Firma. Dann hat sie die Firma in Bonn angerufen. Ja, die Bonner wollten schon 60.000. 20.000 für Material und Farbe, 20.000 für die Arbeiter und 20.000 für die Firma. Zum Schluss hat sie die Kölner Firma angerufen. Sie haben eventuell die Ehre, unser Rathaus zu streichen. Die Düsseldorfer verlangen 30.000, die Bonner 60.000. Was verlangen Sie? Seht der wie aus der Pistole geschossen. 90.000 Euro. Was rief die Stadtkämmerin? Wie das dann? Ja, das ist doch klar. 30.000 für Sie, 30.000 für mich und für die anderen 30.000 lassen wir die Düsseldorfer Rathaus streichen. Ja, und wenn es so schön war und der Dompropst das Dinge noch nicht kennt, verzähle ich das gerade noch uns. Wir leben ja also im Ortus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Dom. Und dieses Jahr Eschermittwoch, da war der Dom rappelvoll. All wollten sie vom Erzbischof vom Rainer Maria Wölki das Eschenkreuz haben. Der Wölki sagt zu seinem Küster, aber das schaffe ich nicht. Du musst mir helfen. Du nimmst die Seite, ich nehme die Seite. Du sagst zu den Leuten, Mensch, bedenke, dass du aus Staub bist und wieder zu Staub werden wirst. Dann bist du in das Eschenkreuz. Ja, sagt der Küster, ist jung, mach ich. 2 Minuten später, Herr Erzbischof, was muss ich noch zahlen? Wölki erklärte dem Norns. Wieso ist der Sakristei gekommen? Da fröscht er zum 3. Mal. Da platzt dem Wölki der Kragen und er sagt als Eschkölsche Jung, du bessere Jeck und bliesene Jeck. Jetzt singt der Küster sing. Du bessere Jeck und bliesene Jeck, du bessere Jeck und bliesene Jeck. Sagt eine Kölsche zum anderen. Also wenn ich nicht genau weiß, dass das Lateinisch ist, hätte ich ihm jetzt Barren gehauen. So, jetzt muss ich aber sehen, dass ich mit meiner Putzerei Dinger machen. Schluss mit dem Klaff. Der Putzfrau vom Auto sagt Tschüss und Auf. So, und jetzt gibt es einen ganz großen Moment.
Du kannst noch sitzen bleiben. Nee. Das ist alles gut. Ganz, ganz locker. Ich sag dir, was du darfst. Nee. Alles gut. Also, zu Recht, liebe Freunde, zu Recht wurden ihm auch in der Vergangenheit schon die verschiedensten Auszeichnungen und Ehrungen zuteil. Und schon 1993, muss man sich jetzt vorstellen, erhob man ihn in den Stand eines, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Magister Linguae et Humoris Columniensis. Und 2012, so hat er bis hierher, ernannte man ihn zum Grielächer des Jahres. 2013, Sie merken, wir kommen die ganzen Sachen näher, von ihm die Nippeser wäre ihm der Jordene Campus. Und im Jahr 2016, also im letzten Jahr, wurde er schließlich mit der Willi-Milowitsch-Medaille ausgezeichnet. Heute nun, lieber Gerd Rück, ehren wir dich, wir die Mutze-Manager, dich mit unserer höchsten Auszeichnung, die wir zu vergeben haben, nämlich mit der Jodene Mutz. Und dazu, oder hierfür, darf ich euch jetzt bitten, ja, ich habe nichts vergessen, dann kann ich installieren lassen, das ist von Text. Dafür darf ich jetzt meine Kollegen vom Vorstand auf die Bühne bitten und natürlich auch unseren lieben Gerd. Und du wirst geleitet, ne? Du kannst allein laufen, ne? Da steht unsere liebe Gerd. Zudem muss ich was sagen. Wir haben sonst hier einen Tisch, wo man so ein bisschen Discours macht, wo man der Künstler vorstellen. Das geht mit dem Gerd nicht. Da ist nicht so bescheiden für. Das ist es so. Du kannst dich jetzt nicht wehren, es gibt Mikro. Kriegst du auch nicht. Das ist ein wirklich bescheidener Mensch, ein sehr humorvoller Mensch. Wie ich ihn kenne, Zinker Julia, da ist er 1000 Jahre her, eine sehr spontane auch. Kann er, ja. Vor allen Dingen ein ganz wortgewandter Mensch. Und vor allen Dingen, das ist ein Leben Kerl. So habe ich ihn kennengelernt. Jeder hat seine dunklen Seiten gehabt, da sprechen wir heute nicht von. Aber es ist einer, wo wir gesagt haben, der hätte das Hück verdient, der kriegt Hück von uns, von der Mutze-Manager, für das, was du alles an Kölsch auswendig gelehrt hast, für die kilometerlangen Sätze, die wir im Fernsehen aufmerksam verfolgt haben und nachher dachten, wer könnte was wie jetzt? Das kann nur einer, das kann der Gerd Rück. Und dafür haben wir gesagt, kriegt der Hück die Jodene Mutz für das Jahr 2017. Und lieber Fischbegrat, du schließt das gerade an das Revier. Nicht so tief. Letztes Jahr war das nicht so schlimm. Klappe. Blutspende, ja. Nur fällt man hier nicht drin. Bütze musste auch nicht.
im Wohnzimmer. Wir haben hier eine Urkunde für dich vorbereitet. Dort drauf steht, Urkunde, kann jeder noch vielleicht lesen, ne? In Würdigung und Anerkennung der großen Verdienste, die er sich in den vielen Jahren seines Tätigseins für das Wohl der kölschen Sprache, der hiesigen Eigenart und des kölnischen und rheinischen Brauchtums erworben hat, verleihen wir Herrn Gerd Röck, da bist du, als äußeres Zeichen unserer Dankbarkeit die Jode Muts, gegeben zu Köln am Rhein am 11. November 2017, da war es, da bin ich. Bitte schön, halte sie in Ehren. Moment, du hast doch nicht Wort. Du bist nicht dran. Das ist mal fest. Ich muss noch was besorgen. Ich habe hier so eine Kleinigkeit. Entschuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren, wenn ich Sie jetzt auf diesem Wege etwas verlassen muss. Ich weiß noch nicht, ob die Übertragung passt. Hoffentlich können Sie mich noch hören. Wie weit? Ja, lieber Frau Zecke, wenn du was gemütvoll ist, dann muss es eine ganz besondere Jugend haben. Es gibt ein Relikt, was man früher als Bands und sicher auch der Gerd Röck 1 oder 2 Mal in der Woche gebraucht hat. Liebe Gerd, wir wissen ja, dass du nur Wörter sagst und vernünftige Wörter sagst und den Reden am liebsten in einer Bütt hältst. Und deswegen haben wir wieder Mühe, noch Kosten, auch keine Speditionskosten, gescheut, um dir diese herrliche Bütt, da ist kein Wasser drin oder kein Wasser, zu Füßen zu stellen. Und jetzt kriegst du das Mikrofon hier hingeschnallt und dann kannst du sagen, was du willst. Schenk einfach nicht für uns, sondern über mich. Ne? Und versuch ein Mikrofon. Nein. Ja, kannst du mir den Ständer richten? Ja. So, ich will so entspannen. So. Nee, ich will dir für gesehen. Ich will runterholen. Du musst ein bisschen mit der Mutter spielen. Da. So ist der Mann. Und das selbst. Ich kann das Ding nicht. Aber Abitur, ne? Geht aber schon dafür. Guck mal, das ist ein FDP-Mikrofon, das wackelt. Wegen der Pinkel. Es gibt Geräusche. Danke. Sozialer Wohnungsbau für Büttenrätsel. Können Sie ihn gut hören? Komisch, ich nicht. Hochverehrte Anwesende, sehr geehrter Bas, liebe Vormuts. Sie wollen gütigst verzeihen, wenn ich es wage, Sie höflichst und dringend zu ersuchen, mir gütigst zu erlauben, dass ich mir die Freiheit nehme, Sie hierdurch zu fragen, ob Sie die Gewogenheit haben wollen, mir Huldreich zu vergönnen, dass ich mich erkühne, Sie untertänigst zu bitten, mir das unschätzbare Glück zu gewähren, dass ich mich Ihnen in größter Bescheidenheit nahe, um Ihnen freundlichst zu sagen, wie ganz außerordentlich es mich erfreut, dass das Schicksal mir so gütig ist, den Augenblick herbeizuführen, dem mir das unbeschreibliche Glück zuteil werden, es Ihnen zu versichern, dass es mir unmöglich ist, durch leere, gehaltlose Worte die wunderbaren Gefühle zum Ausdruck zu bringen, die mein Herz bei den erhabenen Gedanken bewegen, dass Ihre Güte mich berechtigt, die angenehme Hoffnung zu hegen,
dass sie überzeugt sind, welch ein Vorzug es ist, dass gerade ich die ganz besondere Ehre haben darf, mit den Gefühlen der lebhaftesten Hochachtung und in der anderen Bescheidenheit recht herzlich für die Ehrung zu bedanken. Dr. Heinle, Sie haben mal eben gesehen, dass ich da rausgegangen bin. Ich habe mir erlaubt, einen Gang durchs Gebäude zu machen. Und wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Vor den Bürotüren der höchsten leitenden Beamten der Stadt Köln sind Zebrastreifen aufgemalt. Ich weiß auch wofür. Damit die Kriecher von den Radfahrern nicht überrollt wird. Ja, jetzt stehe ich, komme für mich runter. Ne? Ich stehe hier, ich kann nicht anders, helft mir an. Nee, aber ich bin ja so froh, dass mir der Orden angesteckt worden ist. Bei sonstigen Veranstaltungen heißt es immer, wir verleihen den Orden. Nee, es ist bekloppt auf der Welt. Im vergangenen Jahr hat sich eine türkische von Ahmed und ich jeder am selben Tag eine neue Ware gekauft. Und 8 Tage später haben wir die erste Mal gemeinsam nebeneinander gewaschen. Und alles, was ich mit meiner Ware gemacht habe, Ahmed malet noch. Ich den Kofferraumdeckel hoch, Kofferraum abgerührt, Ahmed auch. Ich die Türe abgerissen, Innenraum gesaugt, schief geputzt, Ahmed auch. Ich ne immer Wasser unter Dach von meiner Ware geschüttet. Und da geht Ahmed an die Werkzeugkiste, holt sie in dieser seriös und sägt an seinem Auto so ein Stück vom Auspuff ab. Sag Ahmed, was soll denn der Quatsch? Ja, also, wenn du deinen Wagen taufst, darf ich meinen ja wohl beschneiden. Der sich anschließt in der Standkneiperin, ob er übersteht, so einen Eckschrank von Amerikaner, ob jeden an den Tisch, schnappt sich einen Zitronen, drück, tropf, 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 tropf. Sind ihr Werner? Ich biete $3.000 gegen ihn, der aus diesen Zitronen einen einzigen Tropfen herausholt. Knallt die Zitrone wieder unter den Tee. Atemlose Stille. Aber er übersteht hin und links in der Ecke, so kläglich Menschen mit einem Nickelbüro, geht an den Tee, schnappt sich die Zitrone, drückt, der Amis sagt, wow, you are the winner. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, McPherson, New York, Berufswinner. Der Mensch, da will ich mich wofür stellen, Schmitz, Köln, Finanzbeamter. Jetzt habe ich in der Kneipe an dem Abend eine bildhübsche Mädchen kennengelernt und habe mit denen dolle nach. Am anderen Morgen habe ich noch ein bisschen Wissenswissen. Ich bin so ein katholischer Pastor, ich sage Monsignore, ich habe die Nacht mit einem hübschen Mädchen verbracht. Seht ihr, mein Sohn, obwohl ich das ja nicht bin. Zur Buße 25 € in den Opferstock. Nicht mit mir. Ich gehe noch wie einen Preisvergleich zum evangelischen Pastor. Denn dasselbe sagt sie, zur Buße 50 € in den Opferstock. Sagt du, da ist gesehen, der Vertüger. Der katholische Kollege wollte nur 25 haben. Ja, der katholische Kollege weiß auch nicht, wie schön sowas ist. Jetzt anschließend an der Briefkaste.
Eine Brief, nur und damit drauf das Schlimmste hin, was in einem Kölsch überhaupt in Sekunde passieren kann. Ich musste nach Düsseldorf. Danke. Um es möglichst schnell und besonders von der Nachbarschaft unbemerkt hinter mich zu bringen, ich extra Orts in Düsseldorf bewahrt. Da hat die Sau in Düsseldorf City stoppt nicht der Streifenwagen. Der Beamte springt groß und Sie sind zu schnell gefahren. Und das kommt Sie als Kölner teuer zu stehen. Kannst du dich ausweisen? Das ist selbstverständlich. Nur finde ich in der Obregelung düster im Handschuhfach mit Papieren, nur so eine kleine Kosmetikspiel von meiner Frau, schnappen mit der Lurerin und sagen, ja, ich bin es. Da schnappt sich der Düsseldorfer Polizist mit Gespiel, lud Ohren und sagt, Sie hätten ja gleich sagen können, dass Sie auch bei der Polizei sind, Herr Kollege. Ich einschließe nach Köln am Hauptbahnhof und wenn ich blöd weiter Schlaf war, meinte der Beamte, ich habe zwar nur noch ein Hochbett frei, aber es gibt ein zusätzliches Problem. In diesem Abteil nächtigt bereits eine junge, hübsche Frau. Ich sage von Mann zu Mann, mich stört das nicht. Ja, und vom Oberbett nach Unterbett kann ja nichts passieren. Gut. Wo ein Wille ist der Wille weg. Ich gucke in den Oberbett rein, decke mich zu, das Lächeln muss gerade so schön nach innen schauen. Da stuckt das von unbegehren in mein Herz und flüstert. Ich fröste zu, können Sie mir freundlicherweise eine Schlafdecke besorgen? Mutig wie ich bin, an die runtergeloste nächste Landmädchen. Würde für uns zwei nicht viel einfacher Modelle so, als würden miteinander verlieren. Sie so, oh ja, sofort. Sei jung, dann steh auf und hol dir den Gag selber. Jetzt kommen wir in Berlin am Reichstag an. Das ist interessant im Reichstag. Die haben da in jedem Büro einen Tiertodbestätigungsstempel. Einen Tiertod, also einen Todesstempel für die. Ja, ehrlich, wenn du auf den Stempel drauf drückst, steht auf dem Papier immer eingegangen an, eingegangen an. Im Verteidigungsministerium Riesenzoff. Also dazu, und die hat unser Freund der Benno ohne Sorge. Der hat ein Leben ohne Sorge. Wollte gerade ein Alterswehrübung mitmachen. Er raucht der Boot Nummer 108 am anderen Morgen. Alle Herrgottsmögen, der spießt die ganze Kompanie antritt und rollt. Stube 108 mit 4 Mann belegt. Wenn gestern Stubenabfall war keiner der Herren anrief. Wo waren Sie? Meier! So der Hauptmann. Ich war gestern in einem Film. Der Film hatte Überlänge. Um nicht zu spät zu kommen, benutzte ich eine Pferdekutsche. Der Kutscher trieb sein Pferd zur höchsten Eile an. Das Pferd erlitt einen Herzinfarkt, fiel tot um, musste ich aussteigen, zu Fuß gehen, nicht zu spät gekommen. Der machte, Bitte! Sie da an! Ich war den Film, wollte auch zu spät kommen, auf Pferdekutsche, nach meinem Kutscher trieb sein Pferd zur höchsten Eile an, mein Pferd mit Herzinfarkt, fiel tot um, musste ich schnell zu Fuß, und ich auch zu spät gekommen. Da schaute der Spieß schon unlustig. Bitte Schulz! Fing an, der Hauptmann. Ich war in den Film, wollte auch nicht so spät kommen. Aufhören, das schiebe ich noch meinen Kutscher. Ja, aufhören! Und sagte, jetzt sagen Sie bloß noch. Sie wären auch in dem Film gewesen. Hätten sich auch eine Pferdekutsche. Ne, seht ihr, schon ein Taxi. Und ob das läuft oder nicht, da komm ich an den Schnell. Danach 3 Minuten später kommt der Torschauer, so stellt sie vor, so wie uns. Im Foyer vom Reichstag stand einer von einem Riesengemälde. Trition, entschuldigen Sie bitte.
Können Sie mir vielleicht einmal sagen, ob die Dame auf diesem Gemälde sich ihre Hose anzieht oder auszieht? Sei nun dazu hoch, dann muss schnell an der Bild. Ich rein reger Abstand. Ich sage eindeutig, die Frau trägt ihr Mutz an. Das ist doch phänomenal. Wie haben Sie das denn so schnell rausgekriegt? Ich sage, das steht doch unter dem Bild nach einem Stich von Rembrandt. Nur weil ich wieder wollte Richtung Sowjet Süden in der nächsten Zug und kaum in Italien angekommen, ich in den Hotel reingeflitzt, weil er die Grabkarte so schön am Schienenburg, ich um die Dachjacken, Sonnenterrasse hochgejürgt und wenn ich da runterziehe und allein für mich war, habe ich mich ganz ausgetrocknet und nackt wie Gott mich hoch und der Boden geladen und gesammelt. Auf einmal Schritt. Und ich in stinkenden Pief. Badehandel über den geworfen. Der Hoteldirektor um die Ecke sagt, oh Gottes Willen, wie kannst du denn völlig statt Sonnenbaden? Ich sag, warum denn nicht, Junge? Ich bin doch ganz alleine. Mich sühlt doch kein Mensch. Die Gemeinde ziehe ich liegen am Glasdach vom Speisesaal. Tja, so kann man auch mit kleinen Dingen viele Leute Freude bringen. Kalt der Hahn auf der Mist, dann ändert sich das Wetter, oder? Kalt der Hahn auf dem Huhn, hat das mit dem Wetter nichts zu tun. Also Bauernregel, ne? Sind die Hühner flach wie ein Teller, war der Traktor sicher schneller. Nur weil ich wieder heim wollte, hat schon wirklich in der Schweiz noch eine kleine Stopp gemacht. Kaum da angekommen, High Fidelity. An dem Tag, wo ja die englische Königin Staatsbesuch, Elizabeth II, Queen of England, not Queen of Table Waters. Beim Festbankett durfte ich neben unserem neuen Hausminister Gabriel sitzen. Auf einmal schnappt der Gabriel sich vom Tisch seinen Löffel und flüstert mir zu: Ein schönes Souvenir. Zack! Hatte der in seiner Tasche. Und weil mir ehrlich gesagt, Mingelöffel auch so der vielleicht, wenn der das darf, darfst du das auch. Ich schnappe den Mingelöffel, zack, hau da mit unglücklicher Wesen in die Wingglas, mit einem Schlag totenstill, alles nur unter Löffel und mich nicht denke, oh ja, was merkst du jetzt? Anschkon überladen. Sag, Ladies and Männer, zu Ehren der hier anwesenden Königin werde ich ein unwahrscheinliches Grundstück in diesem Saale darstellen. Ich stecke jetzt diesen Löffel in meine Jackentasche. Und jetzt hole ich den beim Gabriel wieder raus. Viel zu sehen, ich auch aus Jahresgrün und Bett, zu jeden 23 Uhr, ja, so schön am Indus und jeden im netten Raum lassen. Ich sehe die Wand gedonnert, still. Ja, wieder so schön am Indus und an wieder. Ich wiedergehe so hinter ununterbrochen. In einer Tour bis morgens 3 Uhr früh, da war schon Glocken an der Wand, so Hungsmüll und kaputt. Und wenn die Jahrzeit dann noch in den Schlaf. Am anderen Morgen, ich sitze Mutter, sehe allein im Frühstückssalon, geht die Tür auf, eine uralt, zerknitterte, gütische Küche, setzt sich genau neben mich an der Tisch, strahlt mich an.
einfach zu müde, um rüberzukommen. Kommen alleine Köln steht von Hotel Maritim, geht für mir eine in die Drehtür von dem Hotel und könnt aus der Drehtür nimm mich raus. Muss ich direkt, was dann für eine Landsmann war. Das war ein Thüringer. Nach dem ersten Hotelhaus riesen Verkehrschaos auf einer großen Kreuzung, totale Ampelauswahl, mitten auf der Kreuzung stehen junge Polizisten und regeln den Verkehr. Auf einmal holte ihr Handy aus der Tasche, schaut da hin. Hallo Waffe, hier Adelheid. Ich habe gerade meine Tage bekommen. Bitte sofort Ablösung schicken. Ratscher. Ich steck das Ding weg. War eine halbe Stunde, eine Stunde. Nach 1,5 Stunden Warterei können wir Streifenwagen in Schlangen legen, mit quietschenden Reifen um die Ecke aus. Der Fahrer anstellt so sind. Hallo Adelheid, hier kommt deine Ablösung. Sie, bist du eigentlich bekloppt? Weißt du eigentlich, wie lange ich hier schon machte? Hast du denn nicht über Funk gehört, was ich gesagt habe? Oh doch. Du hast gesagt, du hättest gerade deine Tage bekommen. Tja. Und dann hat auf der Wache noch Peter einen ausgegeben, der Otto einen ausgegeben. Diesen Gutsfreunde neulich vor sagen, dort alles im Leben, mit viel Humor ertragen. Mag ich überhaupt diesen herrlichen, geschmückten Rathaussaal noch viel Freude. Denn die Lippe durch leider Knieschen allein. Gern zurück, Nobelpreis. Meine sehr geehrten Lebe ein Kölner seines Max, den wir gerne noch weiter auf den Bühnen sehen und erleben möchten. Viel Applaus. Ja, Komm wieder. Ich muss schon sagen, es ist immer wieder ein erhebendes Erlebnis, wenn man es schafft, auf der Bühne zu stehen und kann den Leuten ein Lachen, ein befreiendes Lachen entringen. Und das ist die größte Belohnung für einen, der auf der Bühne steht. Und deshalb, weil Sie so nett waren, bringe ich Ihnen noch eine sehr schöne Geschichte. Eine Situation, älteres Ehepaar, Frühstück. Sie liest die Zeitung, er darf noch nicht. Mitten ins Leben. Und wenn man sehen, hey, Jupp, ich lese gerade in der Zeitung, da ist ein Arzt aus Amerika zurückgekommen, ein Ohrenarzt, der hätte eine neue Behandlungsmethode, unwahrscheinliche Beziehungen, Dankschreiben an. Du bist doch auch so doof von Uhr. Das hört mir für dich. Die jagt uns dahin. Hörig, wie jeder Mann ist. Schwingte die Achsel in der Doktor, meine Frau schickt mich, sie hat gelesen, die hätten ein neues Mittel gegen Taubheit. Wie können Sie das? Ja, das ist kein Problem. Ich will Ihnen kurz das Verfahren erklären. Ich habe hier eine Dose mit Ohrwürmern. Bei der Behandlung öffne ich die Dose, nehme einen beliebigen Wurm heraus, stecke den in den rechten Gehörgang rein, warte, kurz drauf kommt der links raus, dann nehme ich den wieder, tue den in die Dose, mache die Dose zu und dann warten wir uns ab. Machen Sie mit. Sicher, schlechter als früher, kann er nicht reden. Der setzt sich hin, der Arzt mit die Dose, Ohr hoch, zack, einpacken, zack, mit dem Ohr raus, in die Dose rein.
Da Moment, das ist doch Wahnsinn. So gut habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ich werde sie weiterempfehlen. Kaum wieder heim, hat dort die Klinke an, wie Warhol. Ja, sagt der Schatz, unwahrscheinlich. So gut wie Glück. Hast du nie in dem ganzen Leben. Ich höre gerade im Moment, wie der Doktor die Rechnung am Schreiben ist. Sagt er, ich bin auch ein bisschen doof. Und meinst du, die können mir auch helfen? Sagt er, komm, wir gehen dahin. Und wenn wir jetzt vertraut, der hat alles umdrehen, der Doktor, meine Frau, gleiches Leid. Wir nehmen das selbstverständlich. Nee, die Frau, Sie kennen das schon. Ja, die setzt sich hin, der macht die Dose auf, nimmt den Ohr, setzt sie rein, wartet. Nix. Blut auf die Dose, wühlt mit dem Finger drin rum, nimmt uns eine andere Ecke, eine Ohr, setzt sie rein, wart. Wieder nichts. Oh, seht ihr, interessanter Fall. Würde hinaus mit dem Finger in eine dritte Ohrwurm, setzt er hin, wart. Wieder nichts. Seht ihr, die Frau, hätte sie was dagegen, wenn ich mit ihr mal kurz mal rausgehe? Ich müsste ihr mal eine Frage stellen. Doch, doch, mir kann passieren. Ich sage es auch, die 2 Euros, der Arzt mir die Tür zu, legt der Arzt den Arm auf die Schulter von dem Ehemann. Du seht, unter uns. Könnte es sein, dass Ihre Gattin einen Vogel hat? Ich fühle mich behütet bei dir, auch mit dem Mozart. Es war fantastisch. Nur so kennen wir dich. Man hat ja nichts anderes erwartet. Nee, du hast ihn auch vertroffen. Wie ist das mit dem Halloween? Du hast gerade Geburtstag. Und ich habe Geburtstagsfeier. Ich habe das Geburtstagsgeschenk vergessen. Das kriegst du von mir persönlich noch. Ja. Brauche ich noch einen Tropf Salat dafür? Ne, brauchst du nicht, nur 2 Gläser. Ihr mit 2 Mann ja drin gewohnt, das ist jetzt für Herz. So richtig schön, nicht Doppelherz, nein. Siedeltrus nennt man das auch. Ich kann es nicht lassen, entschuldigen Sie bitte, aber obwohl die Magen aber setzen Sie sich aber kurz 2 Minuten nicht fertig. Ihr seid das selbst schuld. 2, weil ich kann sehen, sehr viele sind so in meiner Altersstruktur, so 7,9, 8,1. 2 ältere Ehepaare gehen spazieren. Die Frau führt ab, der Kerl schlappe hinterher. Normal. Aber immer sieht er in der Jupp, wo ja mal eigentlich hin? Oh, seht ihr. Bitte schön Waldhus, sie geht für uns Kölsch, Pilz, Kölsch, leckere Schnittchen und für die Frau Lücke, Kaffee, Kuchen, Schlafsack, leckere Däumchen. Oh, der andere, das ist aber schön. Türenwege, aber Sie sagen Sie, wie heißt eigentlich das Lokal, wo wir hingehen? Sind Sie eigentlich vergessen? Seht ihr, aber ich habe eine Eselsbrücke gebaut. Wie heißt die Blume mit dem langen Stiel, wo so Dornen dran sind, rechts und links und oben so eine schöne Blüte, die gut duftet? Der andere fängt am Norden. Auf einmal sind die Rose. Nee, seht ihr, das ist nicht. Seht ihr, Jungs? Wie heißt denn die gleiche Blume, wenn die klein
Dornen dran und oben der schöne Blüte, die so gut duftet. Der andere fängt wieder an zu überlegen. Röschen! Sind die genau, das ist es? Ruft eine Frau her. Röschen, wie heißt das Lokal, wo wir hingehen? Jahrzehnte mit so einem herrlichen, wunderschönen kölschen Blödsinn auf der Bühne. Lieben Jagd für das, was du uns auch an Lacher gebracht hast, was du uns an träumende Ohren gebracht hast, ob im Fernsehen, ob live auf der Bühne. Dafür herzlichen Dank und dafür die junge Mut. Dankeschön. Und nimm bitte wieder Platz. Alles hält sich wieder beruhigt, der Schirm ist eingeklappt, Teller wieder in die Reihe auf der Bühne, Gott sei Dank. Einmal steht wieder ein Programm. Lieferst du doch uns Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie alle kennen den kölschen Ausdruck, der Hunger trieb wieder retten. Und ich bin mir sicher, ich glaube, Essen würde ich keins mit bestellen. Singen erzählen. Der ist einfach köstlich. Lieferst du uns von der freuen wir uns jetzt um eine Frikadelle-Kellner. Herzlich willkommen. Junge, was hat die da festgeschrufen? Leef Herre, leef Madame, leef Mamselchen. Mat hu die Tür, die Portsmouth weg. Ich serviere nicht zur Fastelovenszick. He in dieser Zitadelle, die husgemachte Frikadelle. Hinkt op onze Vorderkaart die Fastelovens Frikadellenplaat. Ein Jaumenschmaus für all uns yes, weil wir verbrode jeder Rest. Aus 80 Gramm Fleisch und 5 Brötchen, Fondposelave für Arme, gehacktes Hühnchen und dann das Ensemble, das det mo stinke, die ganze Drapiere an Öscherprinte. Am Ende wird das Ganze in Altöl frittiert und 3 Fläschchen Asbach am Tischleich flambiert. Ich reiche dazu noch ein Kümmchen Kompott und denke ganz höch, was fort ist. Ich will mich ja nicht schnell beklagen, aber eines, das kann ich euch sagen. Ganz Jahr auf Kreuz, auf Quer, das Leben als Kellner, das ist schwer. Ich hatte gestern Abend einen Auftritt in Köln Süd, in Wesseling. Da kam das Publikum an dieser Stelle. Oh, ich komme noch einmal neu. Ganze Jahr auf Kreuz, auf Quer.
schwer, et liefer als Kellner, das ist schwer. Ich bedanke mich für die Anteilnahme. Was macht Kellner früher einen Spaß? Der Kundschaftsjahr von uns Trinkgeld an Mass. Da kommt nicht 3 Wochen ob Mann von 4, der fremde Wiefe der Shampoos spendiere. Höchstreichen Grad noch für billige Schabau und 3 Tage Bad Honnef mit der ehenen Frau. Wer mit uns Kundschaft immer gedruckt, der hat keine Ahnung, die sind ernst verschluckt. Früher wurde als Gast von Welt der Hirnschlord aus der Kump bestellt. Hübsch steht das selber auf unserer Karte als Sushi mit Saus ob rheinische Art. Auch Näheküsse darf ich nicht reservieren, da hätte ich mich ganz fies bei blamieren. Das hieß genau politisch korrekt afroamerikanisches Schokoladen-Schumierwerk. Kellner sein ist ja nicht schwer. Kellner werden dagegen sehr. Schon beim Training für meinen Job habe ich erlebt, den ersten Flop. Es war bei der Damenkarriere die rösige Wiefe im Landhus schriefe. Ein Trage von Kümp, die ich so serviere, komme ich schuldlos an das Jonglieren und habe einen Punkt mit Herrenstimm eine Frau in das Chör Bläckchen gibt. Jetzt stumm ich noch, was soll ich bloß machen? Das Dekolleté von Fisch, alles am Lachen. Ich sage ganz ehrlich, ich war nicht schuld. Das Ganze so aus wie ein Kunstwerk vom H.A. Schuld. Aber auf einmal hatte ich einen Geistesblitz. Ich sag zu der Frau ganz hösch und verschmitzt: Gnädigste, Sie dürfen der Hering behalten. Der ist gut für Ihr Brust und für Ihr Fade. Da wurde die abends müdig um Gott und ich dachte ganz hösch, was Volles. Bei einem Wirke im Schmitzentreff, einem typisch Kölsch-Glas Biergeschäft, da ist die Kundschaft nicht immer ein Bess. Manche sind blöd und machen Stress. So sollst du neulich in meinem Revier 3 Pimmonkel an Tisch Nummer 4. Als erster Spruch eine Veganer mich an. Möchte einen Tofu-Hemmchen haben. Der dritte, eine typische Dorfgenosse, bestellt Frikadelle mit Altbiersprosse. Beim dritten, da darf ich nicht drin Pferd, wollte nur was Leichtes. War auf Diät. Nachdem ich dann wieder zu mir komme, habe ich den Duppes die Karte abgenommen und ganz freundlich zu ihm gesagt, das wäre mir auf Kölsche Art. Ich serviere dir, das ist versprochen, Kotelett Leid. Nur das Paniermehl. Betrieb. Die meinen, sie möchten den Klowend beschrieben. Neulich hat eine ganz ungeniert folgender Spruch auf die Platte geschmiert: Alles, was der Koch gekocht, verschwindet später hier im Loch. Noch ein Spruch. Jetzt sitze ich ganz einsam hier um Gott und denke ganz höch, was fordert. Jedes Jahr am 3. November, das ist ganz genau der Tag für den 4. November, da feiern wir ein Festevent, als wie man das aus der Eulskis kennt. Da trifft sich bei uns zu Kölsch und Punsch, zum traditionellen Hubertusbrunch, der Jägerverein, wir schießen die Saue, inklusive Ehefrau.
ist eine Veranstaltung auf hohem Niveau wie eine Masseförderung um Köln zu. Hat morgens um 8 Stunden sie dann für den Boards. Es wird gerempelt, gestuckt und geknurrt. Nur lass uns erinnern, wenn es halt am Frieren, man endlich die Boards kommt, sonst nicht passieren. Schlossen sie dann noch 2 Stündchen Wade. Das hilft der Umsatz und das keinem Schade. Ich serviere durch Löwing aus einem Apple-Spot und denke ganz hörsch. Und dann haben sie dann auch Platz genommen, erklingen die Hörner, die Flöte und Trommel. Aber immer spricht auch der Herr Präsident von Helio Robertus und vom Festevent. Doch keiner hört der Präses zu. Der halbe Saal, der sitzt out am Klo. Der Rest, der läuft mit hungrigem Blick ob die Sau und Buffet in Mandelaspik. Doch noch sind am See von am letzten Teil und Träger verletzen. Hubertus Heil eröffnet der Präses für die Haute Volée die heiße Schlacht am Kahne-Buffet. Und ganz genau jetzt und kein Sekunde später, jonnische Deckung, Hofsanitäten, denn was die Jäger letztes Jahr getroffen, ist mir noch Jod in Erinnerung geblieben. Direkt nach Eröffnung vom Festbuffet kommt von Jahrzehnten der Königin in Spee, dort sich ein Zabel ganz ungeniert, hat doch mit dieser Obststücke tranchiert. Ob immer da flutschte der Kopf von dem Tier, dem Göbels hinauf und ein Kranz voll mit Bier und der ja mit Fuhl und wild entschlossen hat mit 3 Dutzend Koteletts zurückgeschossen. Der Präses, der noch in einer Kopfvolcher fuhr und hat als Sanierung 3 Mürsche im Uhr und rupt die Frau an der Schlag getroffen und 3 Liter Punsch um Ex getrunken. Auf einmal Stimmung im ganzen Bau und schwummende Fritte im Kölsch und Schabau und wie durch eine Wunde flogen 2 Rippchen in der echt afrikanische Nippes und Krippchen. Am eng schwungen Fienchen im Phosphoriflop, ob die Meißener Plant mit der Flöte drauf und alle haben gerufen, du Leverjott. Und ich dachte ganz so jeder als gerne darf muss und darf hin. Man muss noch ein bisschen flexibel sein. Doch manchmal da wünsche ich mir, ich wäre Sitzungspräsident im Fastelehr. Ein Staatskerl mit so einem Tünsch, in frische Wäsche, Baselünsche, steht in der Jacke eine Sitzung servieren, von mir wird so manche Kollege noch jetzt hier. Direkt hinter mir ist das Buch ob der Löw, der Jogi Löw, mit Kölsch frische Löw. Et Heidi Klum, das ramme Hübsche, dort kostümiert als Brett mit 2 Hübsche. Dann neben mir links die große Schau, Altkanzler Schröder mit der 5. Frau. Als Eisbecher und Interpret singt dann der Heino et Kalendrisserlied. Danach der Redner, im Fastelehr noch unbekannt, präsentiere ich den Donald Trump. Der wäre bestimmt ganz wunderbar als Dido Fnuss aus Amerika. Conchita Roche als Schlacht Nummer 3 mit der herrlichen Kränzchen den Wärmer noch frei. Der Zonenstadt jagt Kolonia mit Dens, so viele wie Kölsche, wir kennen keine Grenz. Direkt noch der Bausdamm, dynamisch und spitze, hüpft auf der Bühne, schmachige Witze, im bunte Frack und ein fussige Frisürchen, Rainer Kaumund als Pokémon-Fiöchen. Emanze im rosa Tütü, der Buretanz tanzen.
Als Jahr wird vom Herr Präsident für jeden ein bisschen bis der Kiefer klemmt. All das will ich machen, wenn ich immer im Leben der Präsident wäre. Jetzt bin ich am Ende mit meinem Verzell. Sie ist alt-kalt, in Frikadell. Und wenn wir vorbei, mach ich nur keinen Kopf. Denkt einfach an mich, was voll ist. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, live fest, yes, willkommen in der Piazzetta. Da erhöht sich schon jetzt so in einer Kanon wieder ein Jahr zurück, dann auch noch